Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Call of the Elder Gods und das hier wird unser heutiger Endgegner. Hui, okay, pass auf. Folgendes haben wir rausgefunden. Kannst du mal kurz zeigen? Hier, ich hab mir da 2 Notizchen gemacht. Und zwar wissen wir, dass das hier Busted ist. Ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal ein, was wir wissen. Zum Beispiel wissen wir, dass sie Patricia heißt. Patricia. Und sie war Biologin. Und ihr Dingensname muss ich gucken. Der steht hier auf dem Zettel. So. Auriga wahrscheinlich. Steht da schon. Und ihr Dingens weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann lassen wir das weg. Das da oben weiß ich auch nicht. Weil ich mir bei Auriga auch nicht so... Das habe ich halt einfach mal geschätzt. Okay, pass auf. Wir machen das, was wir wissen, ja? Beim Adler bin ich... Pass auf, Krokodil. Krokodil weiß ich, so. Wer sich jetzt fragt, was das hier alles soll, guckt die letzte Folge. Da haben wir das ausgiebig. Vom Krokodil weiß ich den Namen nicht. Aber ich habe mir da was überlegt. Und zwar, also er hier ist der Dilettant. Ich habe ja gesagt, ein Dilettant, das ist doch irgendein Typ, der nichts kann, ne? Ich habe das Internet benutzt, aber passt auf. Ein Dilettant ist ursprünglich ein Liebhaber oder Amateur, der sich aus Freude oder Interesse, statt aus beruflichen Gründen, einer Kunst oder Wissenschaft widmet. Während der Begriff aus dem Italienischen sich erfreuen stammt, wird er heute im Deutschen oft abwertend für eine stümperhafte, unfachmännische Arbeitsweise verwendet. Okay? Ich kannte nur das Deutsche. Ich wusste gar nicht, dass das hier auch was anderes sein kann. So, und jetzt pass auf. Mein Hirn dann sofort, Liebhaber oder Amateur. Ja, es ist ein Liebhaber, der sich über ein Thema informiert. Ein Liebhaber vom Thema. Aber bei Liebhaber dachte ich so, Moment, die Biologin, da hat ein gewisser Howard ihr geschrieben, hey Sweetheart, also hey Süßherz, komm, wir treffen uns mal, Knickknack. Und deshalb dachte ich so, okay, der ist jung, der ist gebaut wie ein Backsteinhaus, nach eigenen Worten. Die Biologin ist jung und außerdem ist es die einzige Frau. Wenn jemand die angraben würde, dann er. Und deshalb denke ich, dass er Howard ist. Und Howard heißt nicht Backsteinhaus, sondern, Moment, der Dilettant, nee. Orion. Howard müsste Orion sein. So, und jetzt pass auf. Wir haben auch Hieroglyphen gefunden. Und zwar diese da. Und dann gab es noch eins. Und zwar das mit dem Handtuch. Das da. Eins davon muss er ja wohl sein. Ich kann ja nur eins wählen. Von der Zahl gehen wir noch nicht aus. Bin mir da aber noch nicht sicher. Und wenn ich das nicht weiß, lassen wir das jetzt erstmal. Wir geben erstmal das ein, was wir wissen. So, jetzt ist der Hund. Der Hund. Ach so, Moment. Ich habe da noch eine Idee. Und zwar, wir haben ja ein Foto gesehen. Ist das da der Adler? Nee, das da ist der Adler. Wir haben ein Foto gesehen. Da war der Hund drauf, oder ist es ein Schakal, ist mir egal. Es war die Katze drauf, es war der Adler drauf und es war das Krokodil drauf. Eine Person hat gefehlt. Dann muss das da die fehlende Person sein. Und jetzt kommt's. Passt auf. Der Kameramann ist Felix. Und da gehe ich mal davon aus, dass er das Foto gemacht hat. Und wenn Felix der Kameramann ist, dann heißt der hier Felix.
Und Felix war der Archäologe. Okay, Felix gehört die Kamera und der Archäologe hat ein Foto gemacht. Und jetzt lass mal gucken. Wo habe ich denn den Archäologen aufgeschrieben? Habe ich, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben, oder? Okay. Okay, ich weiß ich gerade nicht, müsste ich nachgucken. Aber jetzt pass auf, so. Dann bleibt noch der Hund. Der Hund heißt nicht Howard. Wieso heißt der Hund Howard? Und der Adler. Das ist kein Adler. Das ist ein Adler. So. Und wir haben ein Foto gesehen. Der Adler. So, pass auf. Hund. Ich habe gesagt, der Hund ist vielleicht der Doktor, weil, im Moment, ich zeige das jetzt, das ist hier zu viel Rumgeknödel hier, weißt du, ich kann es auch einfach zeigen. Das Problem ist, dass ich da hier nicht sehe. Mein schönes Buch, wo ich mir alles aufschreibe, ich schreibe mir alles Unwichtige auf. Das Wichtige schreibe ich natürlich nicht auf. Mein ja nur. Bisschen gelästert. So, pass auf. Wir gehen mal hier hin. Das ist der Astrologe. Archäologe hat das Foto gemacht. Dann muss der Astrologe, oh, ich muss noch was ausbessern. Dann muss der Astrologe entweder der Hund oder der Adler sein. Wo habe ich denn den Astrologen stehen? Astronom. Ah, ist kein Astrologe, ist ein Astronom. Astrologe sind die lügen. Ja, so habe ich mir das gemerkt. Ein Astronom, das ist der die Planeten anguckt, und ein Astrologe ist der sagt, ja, der dritte Stern Orions im Gürtel der Alberta-Quarze steht leicht links versetzt, deshalb lautet ihre Glückszahl B. Das ist ein Astrologe. Ja. Der Astronom heißt Larry und Lynx ist sein Dingens. Aber wenn der doch Lynx heißt, das Sternenbild Lynx hat, dann würde ich ihm halt den Hund zuordnen statt den Adler. Auriga nannte ihn, ich kann meine Schrift nicht lesen, das ist ja scheiße. Also der Astronom ist entweder der Adler oder der Hund. Auf jeden Fall heißt er Larry und ist das Lynx-Ding. Ich wollte ja ganz woanders eigentlich hin. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte zum Archäologen, genau. So. Gucken wir nochmal nach, ja? So, und zwar haben wir nämlich hier ein Foto hängen. Hallo? Okay, wir hatten hier ein Foto hängen. Ich hab doch hat das nicht gespeichert. Jetzt kann ich auch nicht mehr machen. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Trays with... Ja, okay. Kann ich jetzt... Ernsthaft jetzt? Das hat das nicht übernommen? Ich hab doch das... Ja gut, dann müsst ihr mir halt glauben. Oder muss ich jetzt wieder den Film einlegen? Moment. Dann gehen wir halt da raus. Hatte der den Film da liegen? Ich glaube nicht, dass er den Film hatte. Auriga. Nenn mich während Ritualen nie wieder Larry. Weltliche Namen sind innerhalb dieser Mauern strengstens verboten. Das ist deine letzte Warnung. Moment. Ich hab doch... Auriga nannte ihn Larry. Ich habe immer gedacht, dass Auriga... Da steht nirgends... Okay, er heißt auf jeden Fall Larry. Wer zur Hölle ist Auriga? Er heißt Felix, das ist ganz klar. Er ist so, pass auf. Jetzt, ich werfe hier gerade wieder alles durcheinander. Es ist eine wahre Pracht hier. So, jetzt pass auf. Das ist der Dilettant. Der luschige Dilettant. So, ich suche das Foto. Also wo man das Foto machen kann. Den Film. Den Fotoapparat Film. Sieht hier gut aus. Ist der jetzt wieder da drin oder was? Nee.
Also Felix-Kamera. Ja, ja, das wusste ich sogar vorher schon. Ne? Ja, das weiß ich. Das ist Eugene Kingsley. Habe ich den Namen schon eingegeben, dass er Dr. Eugene heißt? Eugene. Wo habe ich denn den Film gefunden? Eigentlich müsste ich den sogar noch in der Tasche haben, aber ja, mein Gott, so ist es halt. So, hier habe ich den Film höchstwahrscheinlich nicht gefunden. So, ja, hier kann ich noch mal kurz zeigen. Hier, das Leben besteht nicht nur aus Hokuspokus. Sag Bescheid, wir trinken noch was zusammen, Liebling. Ich glaube, dass das von Howard kommt. Weiß ich nicht genau, aber könnte ich mir vorstellen. Was diese Fische hier zu tun haben, ich habe keine Ahnung. Der ganz rechts heißt übrigens 17. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Und Zeugs. Wo ist der Film? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, okay, dann müsst ihr mir halt einfach glauben, wenn ich sage, dass ich keinen Film finde. Different constellations. It would take a good... Ja. So, wenn ich sage, dass der Adler seine Maske abhatte und Mann hatte volles Haar, und zwar schwarzes, volles Haar. Der Doktor, wo komme ich denn hier runter? Der Psychiater, der Eugene, der hatte eine Glatze, soweit ich mich erinnere. Und wenn, dann hatte er auch noch graues Haar, beziehungsweise hinten so. Und das war ein Schwarz-Weiß-Foto, aber Schwarz und Weiß kriegt ein Schwarz-Weiß-Foto, glaube ich, abgebildet. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer was war. So, also der da, glaube ich, dass er der Astronom ist, der fotografiert wurde vom Archäologen. Und der hieß Larry und wollte nicht Larry genannt werden. Und sein Lulli-Name, nee, das ist gar nicht sein Lulli-Name, das ist sein Sternzeichen. Oder so, wie auch immer. So. Guti. Und dann bleibt noch der Hund. Dann ist meiner Meinung nach... Das ist der Hund. Dann ist meiner Meinung nach der Eugen, der Psychiater. Und der Eugen heißt Eridanus. Da bin ich mir relativ sicher. Also nicht Eridanus heißt der. So. Und jetzt pass auf. Wir haben Hieroglyphen gekriegt. Könnte ich eigentlich... Also ich würde so gern hochgehen und es euch zeigen. Dieses Jahr bin ich im Ritual fast immer neben Orion. Ich habe Leuten mit drei... Er sagt immer, dass er neben Orion ist. Und vorhin haben wir irgendwo gelesen... nicht gelesen. Das Bild... Ich drück mal den Knopf, vielleicht reicht das schon. This isn't right. Ja, mach Sachen. Das Problem ist... Also jetzt immer generell, dieses Rätsel hat so 1000 verschiedene Möglichkeiten, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Also wenn da jetzt zum Beispiel, ich muss ja oben noch 1, 2, 3, 4 hinmachen. Wenn da anstatt 2, 1 steht und alles andere stimmt, du weißt nicht, was nicht stimmt. Behaupte ich jetzt mal so, weißt du? Wenn er jetzt hingehen würde sagen, oh, das, was stimmt, dreht sich automatisch wieder zurück. Okay, aber du hast hier so viele Möglichkeiten, Scheiße zu bauen. Also das muss halt eine Punktlandung werden. Und wenn das keine Punktlandung ist oder wird, dann werde ich da nicht lange zögern und die Hilfe bemühen. Weil auf so einen Quatsch habe ich keine Lust. Ich will hier vorwärts kommen im Spiel. Ich will nicht 10 Stunden hier verbringen, bis ich alles perfekt habe, wie ich ja schon mal erwähnt habe. Ich bin kein Sportliebhaber. Das ist im doppelten Sinne richtig. Ich bin kein Sportficker. So. Sag ich's, wie es ist. Ich hol mir da keinen drauf runter. Oh, ich muss alles alleine hinkriegen. So. Nö. Wenn andere das für mich machen, ist vollkommen okay für mich. So, das war der Psychiater. Endlich werde ich diesen Idioten los. Zumindest bei den Ritualen wurde auch Zeit. Der Idiot war der Henry, oder wie der hieß. Howard hieß er, glaube ich. So. Ich suche aber was anderes. So. Okidoki. War das beim Archäologen?
So, das ist der Howard, der besagte Howard. Der Dilettant. Dieser Dilettant. So, der da drüben hatte die lustigen Bücher. Und auch irgendwo noch was zu lesen. Da. Ich habe einen Codenamen für das neue Mitglied. Was hältst du von Orion? Orion habe ich den Dilettant genannt mit dem Krokodil, ja? Wenn wir ihm auch die Hieroglyphe zuweisen, die wir besprochen haben, würde sein Symbol zu seiner Maske passen. Aha, da ist ein Krokodil. Da ist ein Krokodil. Also das mit dem Fuß und dem Handtuch, das ist Orion. Genau wie bei dir. Mit wem redet er? Er redet... Oh, okay, cool. Haben wir einen Hinweis gekriegt. Genau wie bei dir. Das zweite, was angekreuzt ist, ist ein Adler drauf. Der Adler ist also der Astronom. Der Astronom ist der Adler. Der Astronom ist der Adler. So, und was war das andere, was ich jetzt gerade rausgefunden habe, habe ich schon wieder vergessen. Der Astronom ist der Adler. Und der Astronom ist der Adler. Ah, habe ich sogar richtig. Guck, Astronom ist der Adler. The Larry. So, wo waren wir jetzt? Beim Krokodil. Ah, die Hieroglyphe, ja? Hieroglyphe. So. Pass auf. Also seine Hieroglyphe ist die mit dem Handtuch. Das da. Das ganz rechts. Das sieht aus wie ein Handtuch, das über dem Handtuchhalter hängt. Und dann passt sein Tierkopf zu der Hieroglyphe. Passt. So, pass auf. Wir haben noch was. Adler. Oder Alder, wie wir Cool People zu sagen pflegen. Seine Hieroglyphe haben wir auch. Und das muss die da sein. So, das haben wir 2 Hieroglyphen. Jetzt müssen wir ein bisschen Hieroglyphen abchecken. Ja, ich mach das besser. Ich mach das besser hier. Hier habe ich's. So, also. Und jetzt pass auf. Die ersten 4 links bedeuten Überschwemmung des Nilschlammsgedönse. Dann das in der Mitte mit dem, ne, sind überall Bumerangs, mit dem offenen Rechteck drin. Das ist Peret, das bedeutet Wachstum, nachdem der Nilschlamm halt das Land fruchtbar gemacht hat. So. Und das ganz unten, die 4 mit dem etwas flacheren Rechteck, das geschlossen ist, das bedeutet Shem, das ist Ernte. So. Und es hat alles irgendwie zwischen 28. und 29.10. stattgefunden. Das würde darauf hindeuten, dass es Achat 3 ist. Achat 3, Achat ist übrigens die Überschwemmung, also oben das. Die ersten 4, also Achat 3 habe ich gesagt. So, dann sehen wir hier die Hieroglyphen. Ja? Achat 3. Als allererstes kommt der Adler. Der Adler war als erstes. Und das Krokodil war als letztes. Das passt nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Weißt du? Also das sind 5 Stück. Adler war als erstes. Warum war Adler als erstes? Ach so, weil es da steht. Adler, also nach meinem Ding ist das Achat 3. Adler als erstes. Krokodil als letztes. Und es hieß ja, dass der Psychologe dauernd bei dem Fuzzi dabei war. Bei dem Krokodilsfuzzi. Das heißt, diese 2 Halbkreise übereinander, das wird der Psychologe. Jetzt habe ich aber hier ein Problem. Und zwar weiß ich, dass die Biologin zuletzt als letztes dran war. Das ist schlecht. Also ich habe die richtige Aussage, Moment, das sehen wir sogar hier. Dieses Jahr bin ich im Ritual fast immer neben Orion. Ich hasse, Moment, er ist neben Orion, alles klar. Und die Biologin, wir müssen nachgucken, die Biologin hat, glaube ich, gesagt, dass er als letztes dran war und das war doof. Und das ist eine gültige Aussage, dann würde nämlich bedeuten,
Wo ist die Biologin? Die war da. Das würde nämlich bedeuten, dass sie ein anderes Dingens hat. So irgendwo in dem Brief, der da stand ist. Ich bin froh, dass wir endlich die Position geändert haben. Letztes Mal war ich zuletzt dran. Last time I had to go last and I didn't like it. Also die war letztes Mal zuletzt dran. Also die Positionen haben sich jetzt geändert. Muss ich jetzt die Position bestimmen vom letzten Mal, von dem sie reden, oder vom aktuellen Mal? Das ist jetzt die gute Frage, ne? So, Moment, dann gehen wir gleich nochmal hier vorbei gucken. Der da sagt, dass er dauernd mit dem Fuzzi zusammen muss. Endlich werde ich diesen Idioten los, zumindest bei den Ritualen. Der Idiot ist der da drüben, das Krokodil mit der Krokodil-Hieroglyphe. Ja, gebaut wie ein Haus, ich weiß. Mal kurz gucken. Ich verstehe nicht, warum Pharao so groß Vertrauen in Eridianus setzt. Okay. Stärkste, okay, das hat gar nichts damit zu tun. Also im Moment bin ich halt ein bisschen am Überlegen, die Reihenfolge. Ob wir die letzte Reihenfolge eingeben müssen oder die jetzt aktuelle. Das war auch nichts dazu. So, ich gehe nochmal in dieses Büchlein gucken. Achso, ja, Datum steht ja überall irgendwie drauf. Na, hier nicht. Aber beim einen stand 29. Oktober, bei der anderen stand... das ist das Glas. 28. Oktober. So irgendwie sowas. Deshalb gehe ich davon aus... So, Astronomie ist das Fachgebiet von ihm, ja. Und Astronomie ist der Adler. So. Akhet Peret Shemu. Alles klar. Und irgendwo stand doch auch noch... Da 28. Oktober und 29. Oktober. Also gehe ich davon aus, dass es Akhet 3 ist. Akhet ist, wie gesagt, dieses Nilschlamm-Dingens da, Überschwemmung, sowas. Deshalb gehe ich von Akhet 3 aus. Akhet 3, 1, 2, 3, also ganz oben. Es wäre dann halt wirklich... Aber das würde halt nicht übereinstimmen, weil da ist definitiv, weil die Dingens sagt halt, die Biologin, dass sie als letztes dran war. Das kann nicht sein. Bei Akhet 3 ist der Krokodilfuzzi als letztes. Das kann nicht sein. Krokodilfuzzi ist gesetzt. Das ist sicher, dass das seine Hieroglyphe ist. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Okay, was ist denn neben dem Krokodilsfuzzi der Vogel? Das Küken mit der Feder ist dauernd neben Krokodilsfuzzi. Sehe ich gerade. Da unten nicht. Bei Akhet 3. Aber hier wieder, bei Akhet 4 schon. Also, pass auf. Ich glaube, ich muss nach Akhet, also ich versteif mich jetzt mal, ich versteif mich auf Akhet. Ne? Und zwar Akhet 4. Weil es ist sehr oft, wo das Küken mit dem Wasser, einem Viereck und der Feder neben dem Krokodil ist. Und es wurde ja gesagt, ey, ich muss doch immer neben dem blöden Depp da sein. Und der Depp ist das mit dem Krokodil, das ist klar. Und deshalb denke ich, dass das Küken mit der Feder, ich gehe mal runter, das Küken mit der Feder ist der Psychiater, das Krokodil ist das Krokodil, Adler ist der Adler. So. Ich vergesse hier immer. Wieso macht er denn da kein Geländer hinter? Kann ich da runterhüpfen? Nee. Wollte es ausprobieren. So. Also. Was haben wir gesagt? Küken mit Feder und Wasser ist der Psychiater. Archäologe. Da. Der da. So, pass auf. Komm her. Meine Idee ist... Nein, nicht das da. Küken mit dem Dingens. Dass das der Psychiater ist, okay? Hier haben wir ja schon gesetzt. Das ist Krokodil. Das ist Adler. So.
Und jetzt pass auf, wenn das stimmen würde, ich hoffe, dass das stimmt, weil ich Egyptian halt, hieroglyphs? ja, Achet 4 genommen habe, dann würde bedeuten, dass an letzter Stelle, Mann, ich sehe gerade, dass ausgerechnet bei Achat 4 die nicht nebeneinander waren. Ah, alter Schwede, hey. Okay. So, ich muss mal weiter gucken. Nebeneinander. Nebeneinander. Aber da das ja ein Kreis ist, wo ist das Krokodil? Das Krokodil und Auge mit Geschnörkel könnte zum Beispiel auch sein. Hier ist zweite Reihe von oben ist Krokodil. Nein, Auge mit Geschnörkel ist nicht nebendran. Sondern Federding und Adlerding. Moment. Ah, der Adler mit dem Auge und Geschnörkel gehört zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, okay. So, ganz oben ist neben dem Krokodil der Adler und das Küken mit der Feder. Zweite Reihe ist neben dem Krokodil Küken mit Feder und schon wieder Adler. Dritte Reihe ist neben dem Krokodil Adler und komische Halbkreise. So. Vierte Reihe, ich bin gerade Achat 4, ist neben dem Krokodil Adler und ein ganz anderes Küken. Das wirft mir gerade alles durcheinander, hey. Okay, dann sind wir Peret. Das ist dann die 5. Reihe von oben nach unten. Ist neben dem Krokodil Küken mit Feder und das andere Küken. Peret 2 ist neben dem Krokodil Küken und das komische Dingens. Ey, Alter, ich bin wirklich so kurz davor. Also ich würde halt sagen, das letzte Mal war Achet, genau, die Überschwemmung. 28.10. Sofern ich das richtig deute. Pass mal auf, wir probieren das einfach aus. Also. Ich habe gesagt... Also, Achat 3. Wir machen jetzt mal auf Achat 3. Gefällt mir nicht. Oh, ich sehe gerade das Achat 4. Also der Adler ist auch relativ sicher. Der Adler ist sicher. Wo ist denn der Adler? Jetzt kommt doch her. Der Adler, also die Hieroglyphen sind sicher. Und wir wissen von ihm. Und wir wissen, dass er immer neben ihm ist. Oder fast immer oder so. Dieses Jahr bin ich im Ritual fast immer neben Orion. Okay. Wir müssen gucken, was fast immer, nicht immer, sondern fast immer. Wieso gehe ich da hin? Egal. Was fast immer neben Orion ist. Und ach so, ja. Es kann halt links oder rechts von ihm sein, weil die sind im Kreis. Ne? So. Orion ist, wie schon gesagt, das Krokodil. Also, ich schreibe jetzt einfach auf. Neben dem Krokodil ist Feder. Feder und Adler. Erste Reihe. Zweite Reihe ist neben dem Krokodil Feder und Adler. Dritte Reihe ist neben dem Krokodil Adler. Ich mach mal hier. Pass auf. Adler und Feder haben jetzt jeweils 2. Also in der ersten Reihe ist neben ihm Adler und Feder. In der zweiten Reihe von oben Achet heißt es eigentlich. Mein Ägyptisch ist ein bisschen eingerostet. In der zweiten Reihe ist neben dem Krokodil Feder und Adler. Das ist dann jeder, das ist zweimal. In der dritten Reihe ist neben dem Krokodil Halbkreise und Adler. Also nochmal Adler und Halbkreis. Kriegt auch einen Strich. Wo waren wir? Dritte Reihe war das. Genau.
Vierte Reihe ist neben dem Krokodil Adler und Schlange. Sag ich mal. Okay. Nochmal Adler und Schlange. Kriegt auch 1. So. Wo waren wir denn? Adler und Schlange. Vierte Reihe waren wir, glaube ich, gerade, oder? Ich muss mir mal merken. So, Adler und Schnörkelschlange, genau. Jetzt sind wir bei Parrot 1. Parrot 1 war neben dem Krokodil Feder und nochmal Schlange. Nochmal Feder und Schlange. Parrot 2 war neben dem Krokodil Schlange und Halbmonde. Schlange und Halbkugel. Halbkugel, Halbmonde ist dasselbe. Parrot 3 war neben ihm Feder und Adler. Adler und Feder. So. Lass mal kurz gucken. Parrot 3 war das. Parrot 4 ist neben Krokodil Feder und Schlange. Parrot 5 gibt es nicht. Also muss es Parrot, nicht Parrot, Shem ist Ernte. Shem 1 ist neben dem Krokodil Feder und Halbkreise. Feder und Halbkreise. Parrot 2 ist neben dem Krokodil Feder und Halbkreise. Nochmal? Ja. Nochmal Feder und nochmal Halbkreise. Parrot 3 ist neben dem Krokodil Feder und Schlange. Ich hab da so, ne? Ich glaube, ich lag richtig. Feder und Schlange. Und jetzt als allerletztes Parrot 4. Neben dem Krokodil ist Feder und Schlange. Feder und Schlange. So. Hier kann man das sehen. Okay, also. Wir stellen fest, am meisten oder am öftesten oder am oftesten, ich habe keine Ahnung, war, wenn das hier ein ganzes Jahr darstellt, neben dem Krokodil war Feder mit 9 Mal neben ihm. Danach kommt Schlange mit 6, dann Adler mit 5 und die Halbkugel mit 4. Sprich, die Feder war am öftesten neben ihm. Das heißt, er ist die Feder. So. Guti, haben wir das festgestellt. Also zumindest haben wir 1, 2. Von ihm haben wir noch recht wenig. Was fehlt denn da noch? Ah, sein blöder Name. 3. 3 haben wir sicher von, ich hab's schon wieder vergessen, 2, 4, 5. So, was brauchen wir denn hier noch? Die Zahlengedönse. Wir wissen, dass er hier als letztes dran war. Wir wissen nicht, wie die Patrizia heißt. Wir haben noch 2 Namen offen, glaube ich. Das eine war irgendwie sowas wie Corvus oder sowas. Und das andere war Auriga. So. Aber wir gucken jetzt erstmal. Pass auf, pass auf, pass auf. Also, wir müssen jetzt was rausfinden, wo als allerletztes weder Krokodil noch Feder ist. Das heißt, ich muss mir immer merken, wie die Namen heißen. Achet 1. Kann sein. Achet 2 kann sein. Achet 3 kann nicht sein. So. Achet 1, 2 und jetzt Achet 4 kann nicht sein. Obwohl, das kann sehr wohl sein. Das heißt ja nicht, dass er immer neben ihm war. Och Mann, das ist doch Kacke. Okay, wir bleiben bei meinem Ding. Achet 3 ist es. Nee, das kann nicht sein.
Achet 3 kann es nicht sein. Das war das letzte. Ich gehe auf Achet 4. Ich gehe auf Achet 4. Okay, ich erkläre nochmal. Achet 3 ist das dritte von oben. Weil das heißt, die haben alle diese Briefe geschrieben. Ah ja, das letzte Mal, da war der wieder neben mir. Da, der hat gestunken. Das ist ein Depp. Sowas halt, weißt du? Aber das ist ja Vergangenheit. Und ich glaube, wir müssen die Dinger stellen für das nächste Mal. Das wäre dann Achet 4. Aber, nee, kann nicht sein. Achet 3 kann nicht Vergangenheit sein. Denn die Biologin hat gesagt, dass sie als letztes dran war. Als letztes war sie ganz zuletzt. Und das war doof. Ja, so. Und das ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, ich gehe jetzt noch einmal hoch. Ich gucke mir das alles nochmal an. Und wenn ich es dann nicht rausfinde, gucke ich einfach nach, weil ich nämlich so langsam keinen Bock mehr habe. Stimmt nicht. Eigentlich habe ich schon Bock, das irgendwie rauszukriegen. Aber ich bin deutlich zu faul. Ich sag's, wie es ist. So, wir gucken jetzt nochmal alles durch, ob wir irgendwelche coolen Infos kriegen. Und diesmal laufe ich gegen den Uhrzeigersinn. Siehst du, ich werde nämlich müde. Achet-Zeit, der Nilüber, ja, das weiß ich. Das haben wir herausgefunden, was hier los ist. Dann haben wir hier die Daten selbst. Ne, das sind ja die Daten. So. Ja, das haben wir rausgefunden. Die anderen 3 wissen wir nicht. Wir wissen, wem die 2 gehören. Das wissen wir. Wo war denn der Zettel da? Da. So. Achet 3 ist der 28. Oktober bis 27. November. So. Pass auf, ich bin falsch. Ich bin falsch. Wenn das Datum auf ihren Tischen und die Briefe, also Moment, ich gehe zu der Biologin und zeige das mal, weil bei der Biologin haben wir nämlich ein Datum und etwas, wo sie sagt, wo man das dann zeitlich einordnen kann. Okay, wo war das denn? Da nicht, das war das Filmgedönse. Na komm, nicht hängen bleiben, Junge. So, ich bin froh, dass wir endlich die Position geändert haben. Letztes Mal war ich zuletzt dran, das hat mir nicht gepasst. Das heißt, das letzte Mal war vor dem 28.10. Vor dem 28.10. Das ergibt schon wieder keinen Sinn. Jetzt habe ich gedacht, ich bin da an was dran, aber es ergibt gerade schon wieder keinen Sinn. Vor dem 28.10. war Achet 2. Okay. Achet 2, also, ne? Die hat geschrieben, um 28.10. hat sie geschrieben, hier, das war eins vorher, war voll doof, war ich letzter. Also war sie bei Achet 2, hoffe ich, war sie letzte. Bei Achet 2 war sie die letzte. So, wo ist denn wieder die Treppe nach unten? Bei Achet 2 war sie die letzte. Bei Achet 2 war sie die letzte. Das hört sich an wie so eine Beschwörungsformel. Ja, passt ja auch gerade dazu. So, und sie ist die Katze. Halt, ich muss sagen, komm, ich kann auch einfach hier gucken. Achet 2. Wenn sie die letzte ist bei Achet 2, dann ist sie die Schlange. So. Achet 2 ist die Schlange. Das da ist die Schlange. Okay, dann gehen wir jetzt von dem aus, wenn sie die Schlange ist. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Wir haben jetzt dann quasi alle. Er fehlt noch. Feder, Schlange, Adler, er ist Krokodil, dann muss er hier, na komm runter. Das ist der Adler, er muss dann das da sein. Das ist das Krokodil, das ist der Professor,
Professor ist der Hund oder der Schakal oder sowas. Das ist die Katze, das ist der Adler. Okay, dann muss er das da sein. Okay. So. Das heißt, beim letzten Mal... So. Egyptian hieroglyphs? Ja. Beim letzten Mal war Achet 2. Dann müsste das jetzt Achet 3 sein. Okay? Und wenn das jetzt Achet 3 ist, dann ist der Adler, ich mach das jetzt einfach so, der Adler ist 1, Küken ist 2, Schlange ist 3. Adler ist 1. Adler ist 1. Küken. Achso, ich weiß ja gar nicht, was das Küken ist. Nee, Feder. Ich kann doch nachgucken, Mann. Achet 2. Also müssen wir jetzt bei Achet 3 gucken. Adler ist 1. Feder ist 2. Schlange ist 3. Feder ist 2. Schlange, das wäre sie hier, ist 3. So, dann gucken wir nochmal drauf. 3 sind wir. Achet 2. Nee, Achet 3. Oh Mann, ich komme hier. Jetzt kommen, Halbmond ist 4, Kroko ist 5. Kroko ist 5. Halbmond ist 4. Das da ist Halbmonde, Halbkreise, ihr wisst, was ich meine. 4. So, jetzt fehlen noch ein paar Namen. Um genau zu sein, 2. Das... Ja, gut, das kriegen wir hin durch Brute Force. Lass mal gucken, Auriga. Ich nenne sie einfach mal Auriga. Er hier ist Lynx. Dann haben wir Orion und Corvus. Corvus würde auch, ich weiß nicht, was das sein soll, was Vogelartiges. Corvus verbinde ich halt mit Rabe oder so. Okay, drücken wir mal den Knopf. Ey, ohne Scheiß jetzt. Es gibt so viele Stellen, wo das hier falsch sein kann. Nope, I'm getting something wrong. Okay, dann probieren wir, dann machen wir die Namen andersrum. Und ich hoffe, dass das mein Fehler ist. Ist das ein Pinguin? Oder ist das eine Reihe? Das könnte ein Reiher sein. So, egal. Was war das? Auriga, ja? Okay. Das ist meine letzte Hoffnung. Das ist mein persönlicher Obi-Wan. Nope, I'm getting something wrong. Leck doch die Katze im Arsch. Mein lieber Scholli, was ist denn das für eine Kacke hier? Mann, ich habe das so schön hergeleitet. Warum geht das nicht? Mann. Okay. Beim letzten Mal war Schlange zuletzt. Alter, guck dir doch mal an. Schlange ist sehr oft zuletzt. Ja, komm, lass gut sein. Alles klar. Hier, Hinweis erhalten. Bla bla, jede Fläche muss die gleichen Symbole aufweisen. Das haben wir hingekriegt. Beachte, dass ich in einer Ecke wieder... Das haben wir auch hingekried. Finde das kleine Tetraeder in eine Schublade und verwende es als Vorlage für die Symbole des großen Tetra... Oh. Nö, das habe ich so nicht gemacht. Egal, ich habe es hingekriegt. Bla 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 bla. So, hier. Man sieht eine Frau von hinten, die eine Katzenmaske hält. Ja. Der Kultist mit der Krokodilsmaske ist der größte und stärkste. Das haben wir auch hingekriegt. Auf dem Foto sind nur 4 Kultisten zu sehen, was bedeutet, dass die 5. Person diejenige ist, die das Foto aufgenommen hat. Auch das haben wir hingekriegt. Jetzt pass auf, ich sehe gerade, dass der Rabe, der Adler, der hat graue Haare. Auf dem Foto hatte er definitiv schwarze Haare. Aber definitiv. Ich kann es euch leider nicht mehr zeigen, müsst ihr letzte Folge gucken, weil warum? Der Kult verwendet einen ägyptischen Kalender und Hieroglyphen, um die Reihenfolge seiner Rituale festzulegen. Oh, Kack! Prüft die Spalte, stimmt! Die Leserichtung der Hieroglyphen.
Die Leserichtung der Hieroglyphen, da war ja was. Wenn sie nach rechts gucken... Wie war das wieder? Wenn sie nach rechts gucken... Liest du von rechts nach links oder so? Oh, Kacke. Das könnte das Problem sein. Moment. Das war eine kleine Gedankenstütze. So, wo habe ich denn das gelesen mit den Hieroglyphen? Hier nicht. Hier. Ich würde es bei den Archäologen suchen. Leserichtung der Hieroglyphen. Da. Okay. Blicken die Figur nach rechts, wird der Text von rechts nach links gelesen. Okay. Vielleicht ist meine ganze Herleitung doch richtig. Ich habe nur diese eine Sache übersehen. Das kann natürlich sein. Das werden wir jetzt halt rausfinden. Mann, ich sehe gerade, es gibt eine lange Folge. Bin schon 45 Minuten drin. Habt ihr Pech gehabt? Habt ihr ordentlich was zu erleben hier. Also, wenn sie zuletzt dran... Oh, das schmeißt ja alles jetzt wieder durcheinander, ja? Die gucken alle nach rechts. Die gucken alle nach rechts. Das macht alles durcheinander. Okay. Das heißt, Adler ist gesetzt, Feder ist gesetzt, Schlange und Halbkreis ist nicht sicher. Wir sind immer noch bei Achat 2. Und wenn als letztes, okay, pass auf. Dann ist das falsch. Die Halbmonde oder Halbkreise ist die Katze. Denn sie war als letztes dran. Und die Schlange ist dann er. Ich hoffe, dass das stimmt. Das ist die Schlange. So, jetzt pass auf. Das heißt, das ist jetzt Achat 2. Ne? Wir sind bei Achat 2. Das heißt, es würde beginnen mit der Schlange. Also es hat begonnen mit der Schlange, Achat 2. Aber jetzt sind wir bei Achat 3. Also nur nochmal zur Erklärung. Achat 2 hat begonnen mit der Schlange und geendet mit den Halbkreisen da. Und da sie gesagt hat, beim letzten Mal war sie zum letzten Mal dran. Und jetzt ist der 28. Das heißt, es beginnt ein neues. Das heißt also, wir sind jetzt bei Achat 3. Hoffe ich. Und Achat 3 beginnt, weil sie alle nach rechts gucken, liest es von rechts nach links. Achat 3 beginnt mit Krokodil 1, Halbmonde ist 2. Krokodil ist 1. Halbmonde ist jetzt die Katze, glaube ich, ist 2. Nicht 3. So. Wir sind jetzt bei Achat 3, haben wir gesagt. Dann kommt Schlange, Feder und Vogel. Schlange. Schlange. Schlange ist 3. Feder ist er hier. Ist dann 4. Hoffe ich. Und Vogel ist der Adler. Ist dann 5. Wir sind bei Achat 3. Krokodil, Halbmond, Schlange, Feder, Vogel. Okay, jetzt. Also danach reicht es mir dann aber wirklich. Ja! Ich hab's hingekriegt! Irgendwie. Mann! Elevator. It must be the access to Bowen's office. So. Evangeline has to be there. Okay. I'm sure of it. Okay. Also, ich kann meine Gedankengänge gar nicht mehr aufzählen. Es ist hier, es ist einfach, ah ja, der ist doppelt beschriftet. Es ist einfach zu viel. Ja, es stimmt halt. Es hat alles gestimmt. Außer, dass ich die Leserichtung falsch gemacht habe. Die Leserichtung habe ich vergessen. Das habe ich halt irgendwo, habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Mal gucken.
Hund, Psychiater, was steht hier? Links, Adler. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, siehst du? Ich weiß aber, dass ich hoppala letztens mal gelesen habe. So, Alter. Danke fürs Zugucken. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Brofist. Okay, ich gehe jetzt da rein. Hat das Spiel zufällig gerade gespeichert? Ich weiß es nicht. Nee, ich gehe da jetzt nicht rein. Das machen wir morgen. Das machen wir morgen, okay? Danke fürs Zugucken. Tschüss. Alter Falter.